Abend bei Dickrich TV. Ich stehe hier beim US-Memorial am Park von der Gemeinde, die 1984 zu Ehren von den amerikanischen Truppen abgerichtet wurde, die Dickrich durch den September 1944 und dem Januar 1945 befreit haben. Durch die Rundstädtoffensiv hat der Norden jüngstens zweimal befreit gehen. Für genau 80 Jahre war Lützeburg von der Nazi-Herrschaft erlöst gehen, für den 9. September Peting, den Tag darauf die Stadt Lützeburg, an den 11. September schließlich Gemengen aus dem Norden, also auch Dickrich. Den 11. September 2024, die letzte Woche also, stimmt Dickrich dafür ganz am Zeichen von der Erinnerung und den großen Tag. Für unzufangen war dafür für die Mal eine Klangzeremonie an der Rue du 11 Septembre Beruf, die Straße also den wichtigen Tag von der Befreiung zu Dickrich benannt gouf. An Erinnerung an den 80. Jahrestag von der Befreiung hat die Straßenschild den 11. September 2024 eine Erweiterung dabei, die den Dickricher Bürgermeister und den US-Botschafter zu Lützeburg zusammen devoiert haben. Für das auch die kommenden Generationen genau wissen, werdet mit dem Datum abgeschaut, so den früheren Direktor vom Militärmuseum Roland Gaul. Danach geht für verschiedene am Jeep weiter Richtung Park Municipal, wo die Gemeinde, Militärmuseum und Kulturkommission eine Gedenkzeremonie beim US-Memorial organisiert hatten. Für die steht dabei der Bürgermeister Charles Weiler und die Dafferbereitschaft von denen erinnert, die sich für die Freiheit von unserem Land gesagt haben. Unter anderem auch die 4 Dickricher, die beim D-Day an der Normandie dabei waren, aber von dem den Krieg überlebt hat. Aber natürlich für allem auch die amerikanischen Befreier, die zwischen dem 9. und dem 11. September das Land von der Nazi-Herrschaft erlöst haben. Das Land, an dem wir heute friedlich zusammen leben, existiert nicht nur aufgrund vom Courage, vom Engagement und von der Opferbereitschaft von alliierten Soldaten. 80 Jahre bedeutet auch, dass die Nachkriegsgenerationen, aber besonders Mengen, die junge Generation, Pflicht hat für die Erinnerungen die sich für die Freiheit von unserer Nation und für die Demokratie gesagt haben, aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass das Volk nie mehr so Prüfen muss erleben. Danach hat Roland Gaul mit viel Emotion und Detailer von dem historischen Moment erinnert, wie die Alliierten über die heutige Fisselsbrücke an Dickrich rangekommen sind, wo sie voller Frieden von den Leuten empfangen wurden. Und die spannenden Momente nach der Befreiung in August zu Paris, wo immer mehr klar wurde, dass auch Lützeburg befreit gehen. Das ist natürlich auch halb bis auf Dickrich durchgesickert, ob schon Dickrich nach an der Hand war von deutschen Truppen. Wenn wir Minot und September umgegangen sind, wurde ich aber gesehen, dass schon sogar heute zu Dickrich deutsche Truppen, die nach Rundrümmer kaserniert waren, die sind auch in Richtung Deutschland zurückgezogen. Kollaborateuren, die heute zu Dickrich gelebt haben, deutsche Familien, die damals zu der Kreisverwaltung gehört haben, die haben sich auch aus dem Stöps gemacht. An einer feierlichen Zeremonie haben die Vertreter von Gemeinde am Militärmuseum sowie den US-Ambassadeur Blumen beim US-Memorial nähergelegt, für sich für all denen zu verneigen, die den Ersatz für die Freiheit von unserem Land mit ihrem Leben bezahlt haben. Ihr Donno de Lützeburger an den amerikanische Fendel zusammen von Halfmast op Vollmast gezogen. Des ergreifenden Momente goufen aufgeschlossen, moderiert vom amerikanischen Ambassadeur Thomas Barrett, den hofrisch war für bei dieser Zeremonie dabei zu sein. Hier hat für allem auf den engen Bund hingewiesen, der Lützeburg und die USA verbindet, hinter diesem Moment von der Befreiung, an den es nicht nur fertig wird, Frieden herzustellen, mit dem noch an Zukunft soll als Garant für den Frieden stehen. And almost all of us, not all of us, but almost all of us, we're not alive then. We have lived in a remarkable 80-year period of history here in Europe. But even though we've lived in this remarkable 80-year period of history in Europe, we know that at any time
war can break out again. Families can be destroyed. Communities can be crushed. If we do not continue to be mindful of the sacrifices necessary to preserve freedom. No der Gedenkzeremonie am Park waren der aller Kirch die Inauguration vun enger Ausstellung, déi de Militärmuseum enker zu summennabecht mam Geschichtsmuseum dem Dickersche Archiv op begestalt hunn, gewisse ginn hai bis an den Oktober ran Fotoen vun der Liberation 44, die auch sollen dazu beidroen Geschicht noch mal weiter zu vervollständigen. Also sech ass einfach opgebaut ginn, so wie man dat schon bis an der Tradition hat, net war auch schon fir die anderen Liberationsjubiläen sinn vu Fotoen ausgestalt ginn, weil Chance ass du dikrech gi net viel Foto wie die verschiedene Familie gemer hunn, aber es war einfach die Idee, mir machen nachm die Foto mir mit pu neier op, a mir noch probéiert das gewegt wet mit schlimm dabei zu schreiben, fir den Kontext hier zu stellen, wen ass op der Foto zu gesinn oder wen ass Drpp an mir wissen net wen das, dat leit sech solle mellen, also ha mir gedik du hast nach den hech so, dats de Jampi, da können wir der Tenno no schreiben. Internet seet vun der Gemeng gouf iwwergens eng Extraseit fir d'Kommemoratioun ergericht mat viele weitere Fotoen an Informationen zum Thema. Fir die ganz Kommunikationun rundrem den Event huet Militärmuseum seg Studenten gespannt, dése Stummer doch misse am Thema se neesetzen. De Museer se wichtech, as enger pädagogischer Habecht och dofir ze sugen, dats d'Erinnerung weiterhin oprechterhale bleifft. Jugend allerdings mis de noch mat de neie Medien uschwätzen. Wie als Institution hummer du aner Freiheit hunn Obje Fotoen, wo net ëmmerem kann mat de Jonken opschaffe kucken, bis hin zu eben ich solo vu Facebook wat mir och mat eise Studenten gemer hunn, dat se op die Platz gang sie. Wo sind die Fotos sind eng Foto geknipst und die op den Internet gesetzt und den Kontext dabei gesetzt und interagiert mat ihren anderen Jonken an das dat wo muss in DW go. Der wie net sto bleiwen nëmme Blumen op Monument dat geht net tue. Et muss immer einen Schritt weiter gehen und denken, wie macht man es spannend für die nächste Generation. Für den Aufschluss von der großen Gedenkzeremonie vom 11. September war das ganz vollig übrigens um einen Zopf von der Armee an den Humpen invitiert, natürlich auf der Liberationsplatz. Es ist wichtig, sich weiter an die Zeit vom Zweiten Weltkrieg zu erinnern und auch mit denen zu schwätzen, die mit dabei waren. Tatsächlich gibt es zu Dickrich nach einer Party Zeitzeiten, die 1944 die Befreiung von der Stadt den 11. September miterlebt haben. Wir haben ein paar von ihnen begegnet. De Kolas Beam an de John Baulech waren am September 44 5 respektiv 15 Jahre alt. Am Gespräch mam freieren Direktor vom Militärmuseum Roland Gaul erinnere sie sich um die turbulente Zeit um Ende vom Zweiten Weltkrieg. De John Baulech, demals 15 Jahre alt, wies noch ganz genau, wie die Deutschen den 10. September overs 7 Uhr Zauerbrick gesprengt haben. An hier mit seiner Kollege wollte man dann nur vorbei sein, für alles mitzukriegen. Die hatte keinen Sprengstoff in de Fliegerbombe gehabt. Die hatten die Däter noch gemontiert. Und wir stungen von Haus eng Fahrschule als 3 Haus von der Brücke weißt du, stungen wir für zu hören, wie das knuppen. Aber wie die Fenster überall angefroren sind, die haben dann auch ein bisschen bar gehen. Und dann noch, wie die Amerikaner gekommen sind, die Brücke die war nicht gesprengt. Das war eine Chance. Den Tag drauf tun also den 11. September konnten die echt amerikanische Panzer über die Fisselsbrück fuhren. Der Kolas Beam und der John Baulech erinnern sich. Für heute Brücklei, wie der Panzer kommen, hatte ich 5 Jahre und 2 Monate. Ich weiß just, dass ich meine Mama mich mit der Hand geholt habe. Und wir sind nach ihnen gekommen und sie hat mir nach 4 Uhr schon, wie der Krieg schon hier offensiv, die war schon an dickrischen Häuser kriege die Panzer hier gekommen. Und sie hat mir in rote Leif schon auf Jacket gepusht und mit der Hand, dann sind ich hier gekommen und mich kann ich, da tun ich rechnen, wie Matke von dem der. Und sie konnten die Amerikaner nicht mit dem Panzer rüberfahren, wenn sie wie mit der Seite, mit den Ketten, genau an die Klinik kommen. Und dann hat der Dill gelöst, ich habe bei der Brille Schuhe geholt. Und dann haben sie da hingetastet und dann ging es. Und dann kommen sie hier ran, wenn ich mich gut kann erinnern, waren 21 Stück. Und sie waren alle gut, es waren 3 Schwarze drin. Das war für die Leute, für mich schwarz,
Soldaten gesehen, überhaupt keine Zeit gesehen. Dun hunn die Gutzeiten no gefang, no 4 Joer langer Erdreckung, wo jidereen sech huet mussssen an Nustuelen, vielleicht Falsches ze soen, waren sie endlich frei ze mache, wat sie wollten. Dem Kolas Bemsing Familie sollt kurz Virung en vum Krich ëmgesiedelt gin, d'Fried an der Populationun war dem no groß wie endlich Befreier kom waren, a jidereen wollt dabei sinn. Die echt Panzeren sind raggefuhr, an die hun dünn eng Drehung gemerk, an die sind dünn a Richtung Fußgängerzone, wie mir haut gefunden in Richtung Großgas gefuhr. An do war op der van den Hautler nennt Liberationsplatz so könnte num. Wie gesagt, da waren dünn die größten Teil von der Bevölkerung amerikanisch stürmisch begrüßt, auch mit Gedrängs. Bisschen mich spät als dickischer Musik hat sich organisiert, die hört auch nach Festzug rundherum gemacht, bis op Kloster, wo den dämonische Bürgermeister Theis, als op der Justizpalast Trappen abgeklommen, den hört eng patriotisch Red genannt, et hunn pur Amerikaner opwur gesommen. Aber wie gesagt, es war eng Fred, dat das schwer auch nimmen als Erzählungen von den Großeltern, a von den Älteren, et war no 4 Jahre Okkupation frei. Deich lang gouf dorop hin an die Krich gefeiert. Bis zur Ardennenoffensiv am Dezember 1944 huet du fir all die Krich eng glücklich Zeit gefangen. Nodem sech die Deitsch Soldaten han dem Westfall zurückgezogen hatten, an die amerikasch Soldaten an die Christen Urder hatten, zu die Krich stoen zu bleiben, weil die Deitsch sollte von Holland und ugegraf gin, war weiterhin fir pur meint Partystimmung an die Krich. Wir sind noch du alles war an der Spielschule, das war wie kilometersche Schule oben, du warst so was Spielschule. Und da sind wir aus der Spielschule, wir sind im September an die Schule gegangen, bis wir Christa, bis der Grundstadt gekommen sind. Jetzt haben wir waren 2 Metern. Und wir sind da von da an der Hausgang, auf der Kloster, wo Klosterstube war vis-à-vis. Das lag voll Amerikaner. Und da sind wir da hingegangen, dann haben wir den mal traugelos. Bis dann an der Jeep sitzen, dann sind die in Tour mal da ist der Stickig gefahren. Und den Amerikaner, den immer bei uns war, den hat immer gesalzte Butter mitgebracht. Sie hat die Butter, die wechseln, da war Salz drauf. Und das war wunderbar, und das du gerne gehst. Ja, wir sind immer etwas mitgedeelt. Wir kriegen gerade viel Zigaretten, wir kriegen gerade viel Knettgummi. Also, ja, von allem. Aber d'Fried sollt net unhalen, den Ugrif iwwer Holland war misslung, so dat die Deitsch zurückkommen. Den 16. Dezember war die ganze Population von Dickrich iwwer Fisselsbrick an die andere Richtung aus der Stadt heraus evakuiert gin, für de Weg frei zu machen für die Rundstadtoffensiv. Der junge amerikanische Kapitän Camp hat das möglich gemacht. Und es sollte noch bis Januar 1945 dauern, ihr Dickrich für zweit a letzte Kehr befreit gouf. Demals aber hu sech mal kein 200 Leute mehr an die Krich abgehalten. Da wollten wir aber auch auf die rezente Vergangenheit zurückgucken. All die Krich am Juli ist ja für allem bekannt für seine langen Nuchten. Fest soll aber eigentlich auch die alten Traditionen erhalten. Dafür wollten wir heute auf die folkloristischen Elemente gucken, den Kontramattovens an den Empfang von der Brautpaare Tag vom offiziellen Auftakt. Wenn 20, 50 oder 60 Jahre bestuet, dat packt net jidereen, muss entsprechend gefeiert gin. Ob all die Krich gin die glücklich nochmal extra belohnt, mit engem Empfang am Hafumale College Umfang vom Fest. Wir machen eine kleine Differenz an den Blumen. Das ist Silberkoppeln, die kriegen Weißblumen, Gellekoppeln kriegen Orange, ja, ein bisschen Orangeblumen, weil da ist keine goldene Blume gibt. Und Diamanten Koppeln, die kriegen dann rot, rote Bouquet. Das ist alles als Biedermeier gemacht, wo wir auch ganz flott sind. Das ist eine Tradition, die da aber schon länger schaut. 2024 allerdings gouf doch ein neuer Rekord. Neben den 2 Diamanten an 3 Silberhochzeiten goufen dekeer soviel gellen Hochzeiten wie noch nie für Druge geehrt. 8 Koppeln am Ganzen. Ja, Dir sie doch hei fir gefeiert ze gehen. Wie lange sie das schon bestuert? 50 Jahre. Ja. Das ist ja bald nicht zu glauben, wenn ihr nicht guckt. Ich auf der Gemeng. War doch aber noch ganz jung. Ich habe 23 Jahre. Ja.
die Zeit hue den sich nämlich spät mi frei bestört, weil den net Diften ze Summe wunne wann net bestört. Besonders ich war Lehrerin zu Dickrich, dat war gut net ger gesinn. Und die werd auch nach dem Präsident sing Lehrerin sind gewur gehen. Ja, dat war még Zweetklasse wie ich so gefangen mat schaffen an war ein ganz Leifklasse. De Frank war auch ein Lebeschüler. Ich kann mich noch ganz gut erinnern in die Klasse. Natürlich war es doch ein besonderer Moment für den neuen Präsident von der Ami du Vieux die Kirche. Nur die langen Präparativen, als ihn los sichtlich geleist, guckt zuversichtlich auf die kommenden Tisch. Gute stehen, Grünen, Zapfgründe sind nur geschlossen und sie werden laufen. Und das scheint auch gut zu gehen. Wir sind jetzt schon alles gelingen. Für die Mal geht es am Cortège mit der Brautpaar Richtung Bottermarkt für die offizielle Ouverture von all die Krieges. Wie war Fahrt? Gut, extra gut. Extra gut. Ja. Extra, wirklich extra gut. Es gibt noch ein Kirmat machen. Was hat das schön so für den Hochzeitstag? Ja, das ist ganz schön. Ja. Wir waren schon dabei bei 50 und noch bei 25. Und da sind immer froh, für auf die Kirche zurückzukommen. Das ist die Wohnen gut nicht mehr. Wir wohnen nicht mehr. Schon mehr wie 50 Jahre. Das ist aber etwas Exzeptionelles, das heute fest. Das ist etwas extra, es wird schon so nirgends gibt. Und dann ist ich froh, wenn ich dabei sein kann. No der Riet vum Aldikrich-Präsident an dem Dickrecher Bürgermeister, als op der Baschplatz fir d'eicht Schlössliwwerechung und der Midi für die Kirch, dann offiziell Brautpurer geeiert gin. Du noch recht as fest offiziell lancéiert. Gerade an 3 Uhr mich später ass an Aldikrich Kartefeiwer ausgebracht, de Kontramitofen, ob Aldikrich as etwas fir Kenner an der Matière. Eigentlich ist das der Kartenspiel aus dem Norden, was schon quasi für Ausstung, entretemps aber nicht richtig viel Succès hat gespielt, geht immer zu 2-2. Ist der Diagonal an Mission 4, aber wir sind kurz gewonnen. Mit kann schon alles rennen. 2023 hatten sogar über 90 Koppeln auf Aldikrich gegen gespielt, bis morgens 4:30. Das ist von der größten Kontramitoren aus dem Land, bei dem es nicht mehr drauf könnt, die beste Karten zu holen. Ich kann Ihnen auch den Witz dabei sagen, dass viele auch ein bisschen sich sicher gehen, wer eine Karte hat, wenn die beste Karten hört. Ja, nicht ein bisschen, wenn ich ein bisschen mal zwinkern oder für den ein paar Fanger, so 3 Fanger auf der Karte, das sind dann 3 Trompen. Und wo ihn dann vis-à-vis irgendwie weiß, wo ihn drin ist, wie der gehen besagt das. Und da ist am Anfang der Witz dabei, wo die anderen dann auch nicht rausfahren und da ist der Reisweise. Die Spielerinnen mit den besten Nerven geht an den Mann, ob das im Rollo verewigt, kriegt noch nach ein Trophäe mit ihm. Oder das ist schon der Preis, den wir haben, eine Brauerei, eine Branche von der Dickrecher Brauerei, die aggraviert, dass der Wanke von dem Turner von diesem Jahr, das ist ein kleiner Preis. Geld, also Suen. Der Gewinner kriegt auch einen kleinen Zomm von Suen in dem Moment. Das ist das, was das wichtig ist. Da sind Leute, die kommen schon 30, 40, da sind Bürgermeister von hier oder von da, die kommen, oder die kommen alle Jahre hin, weil das ihnen Spaß macht im Moment. Die freien Verlierer übrigens, die spielen noch Jeu für sich und weiter. Aber wegen gar nicht mit Kartenspielen um Hut tut, von trotz allem nach immer ein Amüsement. Zu essen und zu trinken geht es egal wie, an der Leck geht irgendwo Musik gespielt. Kontramitofen, übrigens auch an der Raller Kirche. Von Aldikrich dann rüber bei #Neudikrich. Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung von der Zukunft von Dikrich ist Ende dem Juli aufgeschlossen. Neben den offiziellen Partizipationsmöglichkeiten, da wird die Gemeinde auch noch ganz informell von der Jugend wissen, was sie sich für #Neudikrich wünscht. Mit Hilfe vom Jugendbüro Eisley konnten dem nur auch die Jungs sich abbringen.
Für unzufänken huet de Jorenbüro Eislake dofirmol sein Lager am Hall vom Internetschuss Schmied opgeriecht, wo viel Jugendlicher passieren. Und sie waren noch direkt bei der Sache. Sie net Lunch gelaufen, mir war Frau am ihr Meinung gefroht zu gehen. Was wichtig ist einfach, dass die Jungen dann eben noch Mod bestimmen können, wann es geändert wird, weil doch Platz sind, die sie nutzen. Ich gucke ein bisschen, profitiere ich wohl, halte ich gerne ab, weil ja, wer wird, einfach um herauszufinden, was die Sachen, wie die Jungen aussprechen, aber Platz, die wo sich nicht so gerne abhalten, wie herauszufinden, was aus dann du, was dir vielleicht fehlt, oder was Kinder du vielleicht Kleines zu geht, verteilen sie schon durch, wird das Platz einfach mehr genutzt wird oder sich dumm wohl schweren. Und dabei hatte sie ganz spontan direkt ein paar Ideen erwünscht. Zum Beispiel mehr Strandgefühl auf der dickrischer Plage mit eventuell einer richtigen Piscine oder aber... Man hat schon aufgeschrieben für Automaten, weil die an der schönen mehr Schlafzimmer spielen. So ich habe es kleines für Essen oder Trinken kann ich gehen. Oder eben ein Schaukel für den Landlauf sauer, eben aber für Jugendliche und dann nicht alles immer für kannerweise Sachen aus. Auch Automaten oder so mehr Plätze, Bänke für Jugendliche, einfach so viel zu sitzen, mehr Purmäßigkeiten mehr, weil die Bänke in Landlauf sauer sind immer öfters mal gesagt. Das ist ja. Vielleicht auch nicht cool, Bänke, mehr für zu leiden. Ja. Am Zentrum von der Regie war dems giesech méi kreativ Kaffee gewünscht. Terrassen, die können am Winter genutzt gehen, mehr Grings, mehr Farbe, eine bessere Belichtung, eine Stadtkern, die besser zugänglich ist für Leute mit spezifischen Besuchen, mehr Rollstuhlgerecht und mit Luchte für Planer. Und Ideen fehlten dem nun nicht. Am Großen und Ganzen aber hatten die Jungen, die geschwärzt goufen, nicht viel zu meckern. Sie sind gern zu dickrig und fühlen sich ganz wohl. Nur dieser erste ganz positive Experience hatte Jorenbüro Eislake zusammen mit dem Architekturbüro WW Plus nach einem zweiten Stand an der Piscine an der Rue Merten abgerichtet. Auch hier scheint sich zu konfirmieren, dass die Jungen, die sich zu Dickrich abhalten, ziemlich zufrieden sind mit der Stadt Dickrich. Ich bin echt so zufrieden. Also wir können noch viel antworten, das ist alles top. Sie wollen nicht anderen, das ist alles so, was sie brauchen. Das kommt auch ganz viel als Feedback. Aber wenn sind echt so, ja, wie gesagt, Zusatzmöglichkeiten beim, aber das ist nicht, dass nicht auch schon so zufrieden sind, wie es los. Teilweise ein bisschen mehr kompliziert, hier wirklich Probleme herauszufinden, weil die sind mit alles zufrieden. Aber andererseits, ich fand das vielleicht auch mehr einfach, weil dann kommen die bei uns, ja, da dort ist ganz okay, wir sind dabei zufrieden und das gibt uns auch ein gutes Feeling und ich meine, das ist auch eine gute Sache, dann auch für Dickrich. Okay, und sich Dickrich ist aber ein Flot, das im Flot steht, das ist nicht so problematisch wie auf einem anderen Teil. Das ist wirklich interessant, die zwei Parteien ein bisschen in Kontraste gesehen. Ideen und Verbesserungsvorschläge wird trotzdem am Kader von #Neudickrich werden das vom Architekturbüro WW Plus analysiert gehen und dann modern Bürgergutachten auflesen. Das wird am erst publik gemacht gehen. Wie so viele Vereine haben auch Gegner Scouten von Dickrich immer mehr Probleme Leute zu finden, die sich abbringen. Scouts, Chefen und Chefinnen sind Seelen gut gehen. Aber für was eigentlich? Gegner Scouten sind ein enorm aktiver Club mit lauter begeisterten Kanner und Jugendlichen. Dickrich 2024 Stand von der Bauer Kichen beim Friedensgericht. Die aus fast an den Händen von den Dickrischer LGS zeigen sie einmal am Jahr für 5 Tage alles, was sie können und haben aber dabei ihre Spaß. Ja, die Bauer Kichen schauen wir gern. Wenn ich nicht gerade mit Tattoo gespritzt gegangen bin. Wir schaffen mit, das aber irgendwie einfach kein richtig schaffen. Also wir sind mehr so Spaß schaffen, gesehen statt mehr. Ja, sonst wäre ich auch nicht kommen. Ich fand, wir sind ein bisschen wie eine Familie hier. Also, es macht wirklich Spaß, alle Freitag an Versammlung zu kommen. Wir haben einfach eine gute Zeit. Und auch hier schaffen wir eigentlich mehr noch Spaß dabei. Also, wir schwätzen viel miteinander, jeder kennt sich. Und ja, du willst den Job so lange schon hier.
Membren fehlte Lützeburger Gidner Scouten zu dickere Schnitt. All Freude Joven treffen sie sich an ihrem Chalet am Fluss, wo einfach gespielt und gebastelt wird, wo ihnen auch lehrt, sich an der Natur zurechtzufinden, und mit der Natur zu leben. Hier kann ihnen etwas erleben, aber auch für das Leben finden. Es gefällt mir so gut daran, dass man ganz viel an der Natur machen und noch schnitzen und dass man auch immer auf den Sommer gehen kann. Und man kann auch ruhiger machen. Wir gehen an in Holland, auf Rotterdam, auf das Goldzentrum. Das wird mega gehen. Da gehen auch Schaffen und Karapium, hat eine riesige Sektion. Mir gefällt am Winter gut, wenn wir auf Schlittschuh vorgehen. Der Sommer ist auch cool und mir macht Spaß, wenn wir Stratego spielen. Ich finde es gerne, weil wir sind viel an der Natur und mir kann der Natur helfen. Und weil ich kann mit meinen Freunden spielen. Und das ist mega schön, die Natur. Aber für die Aktivitäten all beizubehalten, braucht es Schaffen, die Versammlungen präparieren, Aktivitäten guidieren und surveillieren. Die allerdings gehen immer mehr Seelen, immer mehr Junker studieren und finden dann nicht mehr unbedingt Zeit, den Weekend doch nach großer Verantwortung zu überholen. Ob das die einzige Ursache ist, ist dahingestellt. Tatsache ist auf alle Fall, dass es immer mehr schwer wird, Leute zu finden, die Chefs sind, aber wollten nicht mehr darauf verzichten, und sie froh für alles, was sie dabei selber gelernt tun. Das ist anstrengend, das ist viel organisieren. Und aber das ist etwas bei den Bereichen, da kann man nur drüber lachen und froh sein, dass das Pause zu sagen für das Ganze. Ja, am größten Ganzen ist aber schon nicht von Investment. Also von Zeit ist der Rausch, was du trägt kannst. War extrem flott, dass noch lo, wo kann man spielen. Für Biber hatte ich für 7 Jahre hatten, die mich noch immer als ihre Chef so gesehen, aber mich auch immer alle Freunde zu gesehen, was aber glücklich, dass mir die Zeit gestacht ist, bis ich mir jung war. Also, selber Lust hat, für einmal eine Hand mit anzupacken, dann zeigt nicht am Heldisch oder geh auf Manns Demoland schlussen, Freude so wie am Fluss, heiers im Renglass. Damit der Lok von Dickrich überdems kein Problem zu haben, Novus zu finden. Das ist doch ein noch ziemlich junger Verein. Die erste Amide Lok Dickrich war 1995 gegründet in Vue vom Bau von einer Urgelandraler Kirche, was 1999 auch Realität gouf. Von 2000 und wollten sie auch den Bau von einer neuen Urgelander großer Kirche vorantreiben, aber dafür hat es noch einen zweiten Verein gebraucht, den Urgelbauverein Dickrich. Wie man am Ansatz von den 2 Clubben 2016 die neue Thomas Urgel Stung und beide Vereine schließlich fusioniert, den Namen von den Amis de l'Orc beibehalten. Für den Bau von einer Urgel wird meistens ein Urgelverein gegründet, für die nette Schmeuern zusammen zu kriegen. Aber ein Kircheninstrument, da wie es steht, lässt sich der Verein dax nicht ab. Anders aber bei den Amis de l'Orc, die hinter dem letzten Jahr, also 7 bis 8 Jahre nach dem Bau von der Thomas-Urgel, recht so richtig aktiv gesehen. Wir sind am Anfang immer mit einem neuen Urlaub, weil bis das Instrument, das wir hier stehen, gebaut war, 2016, ja, dafür lebt er ein bisschen, das ist dann das Instrument da, dann ist der Kado gekommen, dann prägt ihn aus und dann spielt er ein bisschen damit und da verliert er aber schon drin die ein oder anderen Interessenten, die am Anfang hauptsächlich da wären für die Urgel umzuschaffen und dann haben wir ein bisschen neu formieren, das ist also geglückt, da haben wir einen neuen Elan, eine große Motivation und dann präsentieren wir flotte Sachen. Vom letzten Jahr invitieren Amis de l'Orc dafür einmal den Mond und des Soves auf ein Urgelkonzert von 40 Minuten an der großen Kirche mit einem anderen Organist. Amis de l'Orc hat einen Elan gekriegt, unter anderem durch einen ganz jungen Präsident von nicht mal 30 Jahren, der selber Organist ist, gerade wie ganz junge Komiteesmember, den wird Urgel studieren gehen. Mit 2 von 8 jungen Membern sind Amis de l'Orc zwar noch kein Jurenverein, aber den Juren dunzit fördert. Auch wenn wir keine jungen Leute vielleicht am Komitee haben, haben wir aber junge Leute, die hier Konzertspiele kommen.
also wie zum Beispiel Tamara, wat den 20. September ha werde Konzert spielen, hat auch Urgelstudentin. Das ist zum Beispiel ein groß novus Talent Julia und Tamara sein Bruder als auch eine jungen Organistin auch regelmäßig Masse spielt. Der Tisch sind Jungkleid du die Urgel spielen, sie muss ja nicht do fies an den Verein kommen. Wir sind schon froh, was sie Konzert für uns spielt. Und Novus für die Urgel fehlt es also nicht. Mit dem Appui von seinem Prof de Maurice Clement hat der junge Julien Lander die Decision geholfen, für Urgel zu studieren. Zu Leipzig, auf einer Schule, die den deutschen Komponist und Organist Felix Mendelssohn im Salve an die Liebe gerufen hat. Urgel ass wohl net unbedingt de grosse Renner bei de Musikschüler, weil et dacks zuviel mat Kirch an aller Musikerverbindung brucht gëtt. Fi de Julien awer ass Urgel einfach dat Instrument mat de meeschte Meiglechkeeten an durchaus orient, dat sech fir modern Musik egent. Hauptargument wie vielleicht auch haut das in der moderner Zeit, dat ich hin noch so op der Urgel kann in moderne Sachen spielen, zum Beispiel Filmmusik geht ganz gut. Urgel lass ja am Anfang bisschen wie so ein Mann-Orchester zu den viele verschiedene Instrumente, die ich kann drauf spielen. Und du wennst manchmal mit modernem Repertoire, mit Filmmusik oder Ähnlichem, die dich auch Leute motivieren, nicht nur die vielleicht angetrüppelt klassische Stecker zu spielen. Vielleicht könnt auch Dirich ja am Kader von engem von den nächsten Urgelkonzerten zu Dickrich begeistern lassen. Für die nächste Saison haben damit die Lokobale Fall schon eng 10 Konzerte fest angeplant, mit Ballnümmel zu bei ihren Organisten und einer Organistin, denen jetzt Spiel auch immer innen an der Kirche auf einem großen Ekran zu gesehen ist. Der 17. Oktober allerdings steht auch ein spezielles Konzert im Programm, wo den Intendant von der Musik Schloss zu Versailles wird auf der Urgel spielen, der Nicolas Buchet. Wie man dem ganz flotten Mendelssohn-Programm hier könnt, weil gerade eine Aufnahme lanciert wird letztes Jahr mit der Integral von der Mendelssohn, so hatten die ganz viel Succès. Und die koppeln wir dann zusammen mit dem Ensemble Cantica, den bekannt ist hier im Norden, den lauter flott engagiert Sänger seit ewig funktioniert die Verein ganz gut hört an die delen sich dann die Konzerte auch mit Mendelssohn. Es gibt einen Mendelssohn-Konzert und das ist also ein bisschen etwas Extras. De Rendezvous dofir am besten schon lo notieren. Dëse Summer as Firma Metro vun Dickrech an d'Industriezon Friedhof geplënnert. D'Entreprise, die schon bal 65 Joer an den Händ vun derselbechter Families huet besonnech die lächt 20 Joer stark evoluiert. Den traditionellen Heizungsbetrieb liefert haut allméiglech modern Energieinstallationen vu Paladiewen bis zu Photovoltaikanlagen. Do hunn die Allräumlechkeeten an der Sauerwiss einfach net mi gepasst. Dovon konnte mir als am Vierfeld vun der Plënneraktion iwwerzegen. Frühjahr 2024. Den Oliver Jacob, den Firma Metro Center 25 Jahre an dritter Generation feiert, schafft in den letzten 4 Bredungen für die Firma Metro auch noch außen eine neue Identität zu gehen. Nachdem in der Betrieb schon für die runde modernen Zeiten gepasst hat, hat er für 4 Jahre gefangen, ein neues Gebäude zu planen. Der Großpapa hat 1960 genau auf dieser Adresse angefangen. Und da sind dann in der Zwischenzeit a pur Bauphasen ugebaut gin, no hannen, zweet gin no hannen, Lomer fir hun 15 Joer an enke stark drop gesat, wat awer effektiv eng gros Garage ass, ass fir de Betrieb an der Gräessen woch lo sinn, ass et net mi effikaz genug. Nicht nur hat Oliver den Betrieb ganz neue Geschäftsaktivitäten wie Wärmepumpen und Solaranlagen gebracht, auch hat den Zoll von dem Arbeiter stark erhöht. Heute beschäftigt der Betrieb 40 Leute, beide Fähreldo von dem Bürosbereich. Angefangen mit der Sekretärin, die für die Panagen zuständig auch schon über 10 Jahre beim Metro beschäftigt ist. Dabei kommen 2 Personen an der Konta, die so weit wie möglich in-house gemacht aber auch dem Oliver seine Schwester Lima hilft. Am nächsten Tag, da sie 4 Techniker erbucht, die den Kontakt mit dem Klient machen. Heute sind wir am nächsten Tag
vom Familienhaus, wo freier mengen Eltern mein Pap sein private Büro war, an hier Schlafzimmer haben wir umgebaut. Wenn zum Beispiel Herr Bannen als den Thomas, den Herr Geisen, den die meisten Leute kennen, der leider nach just ein Jahr zu schaffen hat. Und den Julien ist auch ein gutes Beispiel, wie wir hier schaffen, wie wir die Leute rabbringen. Der Julien hat vor einem Jahr nach dem Chantier geschafft, hat sich von innen geschafft. Und also Techniker sind da bei einem Jahr. Und wir fördern sie als Leute und formieren sie so weit wie es nicht mehr machbar ist. Dem Oliver Jacob sing Firma hält allgemein viel Wert auf Formationen, die heute nahen am Heizungsbereich führen. Und du fährst Platz an den früheren Garagen der Sauerwies und die mit der Zeit umgebaut gouf, definitiv nicht mehr adaptiert. Gerade so für den Recyclage, den halt ziemlich improvisiert gemacht muss gehen, trotz super Drecksküstlabel. Ein grosses Problem an der Sauerwies ist auch der Stockage für die bald 500.000 Piècen, wo so ein Betrieb gerieren muss. Das ist der Serge, das ist ein Magasinier, der momentan als ein Chaos geriert. Den kriegt die größten Herausforderungen für das heute Ofen ab, proper zu stockieren und anzulösen, dass man für eine Struktur daran zu kriegen. Nachher sind bei uns im Tournaschen nicht so weit, aber das Neidgebäi Friedhof steht schon und hält man einen Nansulus Formun. Par rapport zum Allergebäi aus der dreiderengste Luxus. Rez-de-chaussee gibt es just riesigen Empfangsbereich, 2 große Konferenzräume und natürlich die absolut modernsten Heizungsanlagen. Besonders impressionant die riesige Halle für die Gestion von den Piècen, wo mit Hochregaler für Paletten und Gitterboxen soll geschafft gehen, wo dann all Chantier seine eigene Pièce bei ihnen hat. Ich habe prinzipiell alles geplant. Ich war von Anfang an dabei mit dem Architekt. Vom Planning her haben wir bald 2 Jahre dran geschafft für die Struktur. Die Seite ist alles, was die Lieferung ist. Der Raum, da geht alles raus. Das Stockage, die Jungen, wie das, was man hier gesehen haben, dass der Acker vergeht, das ist fertig. Hier geht alles neu verlöschen. Ich meine, wir sind am Gange nicht nur als Bild, als Identität zu wechseln, wir sind noch am Gange zu reorganisieren, zu digitalisieren, für eben Praxis für Zukunft, was Zukunft das bringt. Schon am 2 Main Drop dann fällen sich Regale so los. Auch wenn noch nicht am Gebäude geschafft wird, zu machen Mandarbeiter direkt von der Stockage-Halle Gebrauch, an der lo auch einen eigenen Recyclingbereich zu finden ist. 4 Jahre hat es gedauert, bis dem Oliver Jacob sein Traum Realität gouf. Die Firma, die sein Großpap 1960 überholt hat, an Zukunft zu feiern. Die nächsten 65 Jahre von der Firma Metro können lo kommen. Das ist ein super Gefühl. Ich meine, ich bin noch stolz auf mich und auf die Firma Metro, was wir hier gelegt haben, was wir hier stehen haben. Die ganze Equipe ist wenzig für hier können uns fangen zu schaffen. Wir schon am Halle wieder gesehen haben, hast du schon den Material hier. Die Jungen kommen alle auch nach Material hier schon sicher. Das fängt schon an, Partie integrant von der Firma zu gehen. An der Zwischenzeit hat der Betrieb seine Tieren im Friedhof abgemacht. Am Oktober dann als ein großes Portewerk geplant, wo jeder sich kann angucken, was aus dem kleinen Familienbetrieb an einem Garage an der Sauerwies entstanden ist. Sommervakanz as River. Haut war auch zu Dickrech den eischchte Schulder fir Kanner aus der Grundschule. Iwer mo dann as het soweit fir d Lyceesschüler. Bei der Gelegenheit wollte mir dafür profitieren, für auch als Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, an den Kontext Schule zu setzen.
Flor Kirchbach vom 10. April 1881 hat zu Lützeburg die Schulpflicht für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gefordert. Am Februar 1804 aber schon stand den öffentlichen Unterricht Ordre du Jour vom Dickrischer Gemeinderat und noch an einem Dokument von 1830 war jetzt für Schulklassen. Echt Schulplan vom Lützeburger Entrepreneur Pierre-Joseph van der Eycken aus dem Jahr 1844 weisen auf eine Schule an der Altstadt hin. Ende vom 19. Jahrhundert goufen zu Dickrich sogar 10 Schulen, die aber dacks aus einem enger oder just ein paar Klassen bestanden haben. 1891 hat der Gemeinderat von Dickrich dafür den Bau von einer jungen Schule dezidiert, die nur langem hin und her Anfang 1900 op der Kloster hinter der Kirche von lokalen Handwerker gebaut gouf. Rietz durch gebaut war von 1949 und die erste Urteilsschule, die 1969 durch eine kriminelle Feier zerstört war. Innen am Keller von diesem Gebäude lange lange Jahre die römische Mosaik in den 1926 und 1951 auf der Esplanade von waren, wo von lo am Geschichtsmuseum zu bewundern ist. 2004 hat der Gemeinderat kein Loch gehen für einen neuen Schulkomplex rund um Kirche, die bestehende Gebäude goufen darauf saniert und die Schule durch eine Précoce, eine Maison Relais und eine Sporthalle erweitert. Seit der Rentrée 2010-2011 als sein Platz für 30 Primärschulklassen als 600 Schüler und Schülerinnen. Voilà, du mat zum Roman vun eiser Emission okom. Ich hoffe, als neue Look von Dickrich TV gefällt Dich. An dem Sinn gebe ich später den Loch noch ganz bis Ende zu gucken, weil auch der Schluss von eiser Emission wird sich von Haut und ändern. Für drunter war Kride natürlich wie gewinnt nächsten Agenda präsentiert. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adi. Nach bis Ende September ist an der Galerie vom Kulturhaus die neue Ausstellung vom Dickrischer Fotoclub. Von Landschaftsfotografie über Abstraktkunst bis hin zur Straßenfotografie werden es an den Genuss von dem ganz vielfältigen Schaffen vom Verein kommen. Den 20. September ist zu Dickrich nächste Arrivée von der dritten Etappe vom Skoda Tour de Luxembourg mit Arrivée auf der Kloster, weil viele Hauptstraßen gesperrt sind und auf viele Plätzen ein Parkverbot gilt, soll den da am besten den Auto stehen lassen und noch nicht mit dem Auto auf Dickrich kommen. Der 27. September ist nächste Zeit für die Kirmes auf der Kloster, wo sich großer Klang eine Woche lang von Mitte 12 bis um 10 am See können. Die Kommissionen vom interkulturellen Zusammenleben von der Chancengleichheit invitieren den 28. September mittags an der Grundschule auf ein Forum des Associations, wo sich die Vereine von Dickrich dem Publikum präsentieren können. Den Tag drauf dann fängt an der Portkirche ovens 6 die neue Saison von den Jeux de l'Orgun op die Tamie de l'Org von Dickrich einmal dem Monat invitieren. Während 40 Minuten kann den allkehrende Genuss von einem anderen Organist. Den 5. Oktober dann hat der Celtic Dickrich eine zweite Edition vom Celtic Duathlon geplant. Beim ersten Duathlon am Oktober 23 waren nicht mehr wie 123 Athleten am Start, sodass noch für das Jahr mit einem großen Succès rechnet. Den 11. Oktober fängt am Kulturhaus die 21. Edition vom Festival de la Gravure, wo Künstlerinnen und Künstler von überall aus der Welt ausstellen werden. Diesmal sollen 112 Gravuren exposiert sein. Am Mittelpunkt steht ein argentinischer Künstler, der vor kurzem verstorben ist.